Versuch einer Annäherung an Heidi Kabel. Geboren 1914 in Hamburg, gestorben 2010 ebenfalls in Hamburg. Von Michael Lang. Manda Voss wird 106. Als diese Aufzeichnung vor wenigen Tagen im Vorfeld zum 10. Todestag von Heidi Kabel im NDR-Fernsehen gezeigt wurde, wurde mir erneut bewusst, was für eine großartige Schauspielerin das Ohnsorg-Theater über 65 Jahre in seinen Reihen hatte, die ihr Publikum in rund 250 plattdeutschen Stücken quer durch alle Altersschichten begeisterte. Mitunter herrscht ja die Meinung vor, dass man vor allem eine waschechte Type mit Kotterschnauze und dem Herz am rechten Fleck sein muss, um vom Volke geliebt zu werden. Doch Heidi Kabel hatte weit mehr zu bieten. Was sich in ihrem Gesicht, in ihrem Ausdruck, in ihrer Haltung, in ihren großen wie kleinen Bewegungen, in ihren blitzschnellen Wendungen spiegelt, das ist vor allem eines: höchste Schauspielkunst. Und dies führte dazu, dass das Publikum über so viele Jahre ausrief: Das ist eine von uns, die ist wie wir. Die Voraussetzung dafür, eine der größten Volksschauspieler der Neuzeit zu werden, war also neben der großen Authentizität ihr vielschichtiges Können. Was spiegelt sich da alles in diesem Gesichtsausdruck? Da sehe ich Willen, Kraft, Angriffslust, Hintersinn, aber eben auch Charme, Fürsorge, Sanftmut, Zerbrechlichkeit, die Suche nach Gerechtigkeit und Frieden und ein wenig Erschöpfung von der Last des Alltages und der Geschichte. Sie lächelt milde, verschmitzt, wirkt warmherzig und in ihren sanften Zügen ist das große Herz spürbar, doch von einer Sekunde auf die andere zieht sich die Stirn zusammen. Sie wird knautschig, fast mucksch, um einige genau getimte Momente später mit weit aufgerissenen Augen und eindringlichem Blick zum vehementen Angriff überzugehen, der keinen Widerspruch duldet und mit dem sie alles schützt, was ihr lieb und teuer ist. So glaubhaft, so bodenständig, so unverwechselbar. Jeder von uns kann sich darin wiedererkennen und jeder findet etwas von sich und seinem Leben in den Figuren von Heidi Kabel. Die kennen wir. Das bezieht sich also nicht nur auf die Person von Heidi Kabel, sondern auch auf die Figuren, die sie uns in ihren Rollen zeigt. Und sie spiegelt eindringlich die tiefe Sehnsucht aller Menschen nach Anerkennung, Liebe und Wärme. Dass Heidi Kabel es mit ihrer Präzision virtuos beherrscht, Pointen abzufeuern und Pausen zu setzen, ist auch bei dieser Aufführung in Vollendung zu erleben. Und die Lacher aus dem Publikum kommen aus vollem Herzen. Als Hanseatin hätte Heidi Kabel es wahrscheinlich zurückgewiesen, wenn wir gesagt hätten, sie habe uns gerührt. Einigen wir uns also darauf, Heidi Kabel hat uns berührt. Theater lebt ja meist von einer gewissen Überzeichnung der Figuren, aber das war anders bei Heidi Kabel. Ihre Charakterzeichnungen entwickelte sie aus der Figur heraus, geprägt von Natürlichkeit und Geradlinigkeit. Und das Publikum identifizierte sich mit ihr, weil Heidi Kabel sich mit ihren Figuren identifizierte, sie ernst nahm und nicht verriet. Sie war einfach authentisch. Und sie wandelte traumhaft sicher auf dem schmalen Grat zwischen Schwermut und Leichtigkeit, zwischen Demut und Gerissenheit, zwischen Komik und Tragik. Beigetragen dazu haben sicher auch die Modulationen in ihrer Stimme. Ausgehend von ihrem weichen Grundtimbre standen sensible, leise und feine Töne neben einer ausbalancierten Mitte, die sehr schnell in energische, zu allem entschlossene, kraftvolle Attacken übergehen konnte. Und ja, ich meine auch zu spüren, dass dort eine Frau auf der Bühne steht, die ein langes, bewegtes Künstlerleben voller unterschiedlicher Emotionen in sich trägt, das auch geprägt wurde durch die Entbehrungen des Zweiten Weltkrieges und die Jahre des Wiederaufbaus im zerstörten Hamburg. Als Heidi Kabel 1932 als 18-jährige Hamburger Dern an die Pforten des Ohnsorg-Theaters klopfte, konnte noch niemand ahnen, welch einzigartige Karriere hier ihren Ursprung nahm. Fest steht aber, sie wurde vom Fleck weg an das Haus engagiert und blieb dem Ohnsorg-Theater ein Leben lang und bis ins hohe Alter treu. Zwischenzeitlich heiratete sie Hans Mahler, der nach dem Zweiten Weltkrieg Intendant
am Ohnsorg-Theater wurde, wo ab den 50er Jahren eine legendäre Erfolgsgeschichte begann, nachdem die ARD die sogenannten Mundartbühnen für die Samstagsabendunterhaltung entdeckte. Besonders Milovics Kölner Bühne und das Ohnsorg-Theater in Hamburg wurden zu den populärsten Theatern Deutschlands. Das Fernsehen feierte bei Aufzeichnungen aus den beiden Theatern mit Einschaltquoten bis zu 80% und rund 40 Millionen Zuschauern Traumwerte, die heutzutage undenkbar sind. Obwohl die Bühne schon damals eine Reihe herausragender Künstler in ihren Reihen hatte, waren Heidi Kabel und Henry Fahl die prägendsten Gesichter des Theaters in den Nachkriegsjahren. Das Fernsehen hatte allerdings eine Bedingung gestellt. Die norddeutsche Regionalsprache und der Kölner Dialekt sollten abgeschliffen werden, um bundesweit verstanden zu werden. Deshalb wurden die Ohnsorg-Stücke nicht in Plattdeutsch aufgezeichnet, sondern in Missingsch. So bezeichnet man die hochdeutsche Aussprache in der Art und Weise, wie sie ein Plattdeutscher sprechen würde. Während der legendäre Intendant Hans Mahler zunächst etwas skeptisch war und Sorge hatte, dass die plattdeutsche Sprache als Alleinstellungsmerkmal des Ohnsorg-Theaters durch die quasi hochdeutschen Fernsehaufzeichnungen verloren gehen könnte, waren es Ohnsorg-Geschäftsführer Walter Scherau, ebenfalls ein Schauspiel-Schwergewicht jener Tage, sowie Heidi Kabel, die in den TV-Aufzeichnungen eine große Chance für das Ohnsorg-Theater sahen. So wurden die Protagonisten des Ohnsorg-Theaters zu bundesweit beliebten und gefeierten Volksschauspielern, allen voran, wie gesagt, Heidi Kabel und Henry Fahl, bis heute unvergessen. Die Ära Mahler, Kabel, Scherau ging in die bundesdeutsche Theatergeschichte ein. Eine Ära, die bis heute strahlt und die den Ruf und die große Popularität des Ohnsorg-Theaters eindrucksvoll begründet hat. So ist es nicht verwunderlich, dass der Journalist Gerd Spiekermann zum 100. Geburtstag des Ohnsorg-Theaters im Jahre 2002 sein Jubiläumsbuch mit folgendem Satz eröffnete: Das Ohnsorg-Theater ist das bekannteste Theater Deutschlands. Oftmals werden wir im Ohnsorg-Theater gefragt, ob sich denn die Menschen, wie auf der Bühne, auch hinter den Kulissen in den Werkstätten und in den Büros auf Plattdeutsch unterhalten würden. Und die allermeisten wundern sich, wenn wir dann antworten, dass auch im Ohnsorg abseits der Bühne fast durchweg Hochdeutsch gesprochen wird. Selbst im Hause Kabel wurde damals ja Hochdeutsch gesprochen, wie Tochter Heidi Mahler einmal erzählte. Meine Eltern haben immer Hochdeutsch mit uns geredet. Nur wenn meine Mutter geschimpft hat, sprach sie Plattdeutsch. Und auch wenn die TV-Aufzeichnungen der Bühnenstücke fast ausschließlich auf Missingsch, also quasi auf Hochdeutsch, vorgenommen werden mussten, so heißt es doch, Heidi Kabel und ihre Mitstreiter haben die plattdeutsche Sprache bundesweit bekannt und salonfähig gemacht. Aus meiner Sicht steht fest, dass Heidi Kabel dem Plattdeutschen immer eine Stimme gegeben hat. Denn im Gegensatz zu den TV-Aufzeichnungen wurden die Stücke in den täglichen Vorstellungen im Ohnsorg-Theater ja in plattdeutscher Sprache aufgeführt. Und viele Menschen, gerade Touristen, die das Ohnsorg aus dem Fernsehen kannten, lernten bei einem Theaterbesuch erstmals die plattdeutsche Sprache kennen, auch wenn der eine oder die andere im ersten Augenblick doch etwas überrascht war. Damit gehörte Heidi Kabel auch zu den besten Botschaftern für die wahre Regionalsprache des Nordens. Und so bündelte Heidi Kabel in ihrer Person und in ihrer Darstellung die Wärme und die Direktheit der plattdeutschen Sprache mit dem Gefühl von Heimat, Identifikation, regionaler Verwurzelung und Verbundenheit zu einer Art Gesamtkunstwerk. Ich bin nicht so vermessen, zu sagen, dass ich Heidi Kabel gut gekannt habe. Ich gehöre zu der Generation, die Heidi Kabel erstmalig als Heranwachsender, frisch gebadet im Kreise der Familie sitzend, im Fernsehen erlebt hat. Und Heidi Kabel verkörperte so unterschiedliche Frauentypen des Volkstheaters wie die gewitzte, resolute Hausfrau, die fürsorgliche und selbstlose Mutter, den angriffslustigen Drachen, die Tratsche, wie sie jede Hausgemeinschaft kennt, später dann die weise, aber patente Großmutter. Nach meinem ersten Beruf als Klarinettist im Philharmonischen Staatsorchester übernahm ich 1999 die Komödie Winterhuder Fährhaus hier in Hamburg und ab dann kam es zu verschiedenen persönlichen Begegnungen mit Heidi Kabel, noch nicht wissend, dass ich 18 Jahre später das Ohnsorg-Theater übernehmen würde. Ich erlebte Heidi Kabel in all unseren Begegnungen als sehr professionell, nie wehleidig, immer warmherzig, interessiert und uneitel. In die Geschichte des Ohnsorg-Theaters eingegangen ist sicherlich auch die enorme Disziplin von Heidi Kabel. Wie all ihre Kollegen stand sie mindestens 10-mal in der Woche auf der Bühne, in Hamburg, auf Abstechern und Tourneen. Freie Tage, selbst an Feiertagen, gab es fast nie.
Selbst als sie 1970 in der Pause der Aufführung Sure Gurkentiet vom plötzlichen Tod ihres Mannes Hans Mahler erfuhr, ließ sie die Vorstellung nicht abbrechen, obwohl jeder Verständnis dafür gehabt hätte. Man könne die Leute ja nicht wieder nach Hause schicken wegen einer privaten Angelegenheit. So sah es Heidi Kabel. Heidi Kabel wirkte auf der Bühne wie im Leben sehr ehrlich, aufrichtig, nahbar und wahrhaftig. Ich erinnere mich noch sehr genau an eine längere Unterhaltung in der Künstlergarderobe, als sie auf den Auftritt in einer Talksendung wartete. Sie erzählte mir, etwas nachdenklich, dass sie sich bei aller Freude über den großartigen Erfolg manchmal ein wenig darüber ärgere, dass das Fernsehen immer nur die lustigen Stücke aus dem Ohnsorg-Theater aufzeichnen würde, was zu der etwas eindimensionalen, aber weit verbreiteten Bezeichnung Ohne-Sorg-Theater geführt habe, obwohl das Theater eine deutlich breitere Palette von Stücken zeigen würde. Das Leben sei eben nicht immer nur lustig, und auch das müsse man auf einer Theaterbühne zeigen. Gleichzeitig störte sie aber auch die oft vorherrschende Meinung, dass Komödien leichter zu spielen seien als große dramatische Stoffe. Dem entgegnete sie sehr energisch. Komödien seien sehr schwierig und die meisten würden Heiterkeit eben mit Oberflächlichkeit verwechseln. Diese Sätze von Heidi Kabel haben sich sehr stark bei mir eingebrannt, und so ist auch heute noch der Spielplan im Ohnsorg sehr breit aufgestellt. Neben dem volkstümlichen Lustspiel stehen auch moderne Komödien und dramatische Stoffe der Weltliteratur. Und wir beauftragen wieder Autoren, für uns zeitgemäße Stücke zu schreiben, die einen listigen, hintersinnigen, unerschrockenen und dennoch humorvollen Blick auf die heutige Gesellschaft werfen und die das Haus neben der plattdeutschen Sprache auch unverwechselbar machen. Ganz wie zu Heidi Kabels Zeiten. Und immer in möglichst höchster künstlerischer Qualität auf die beiden Bühnen des Ohnsorg-Theaters gebracht. Der Geist von Heidi Kabel ist in jedem Winkel des Theaters zu spüren. Und jeder im Haus weiß um die enorme und unvergleichliche Bedeutung dieser wunderbaren Künstlerin, dieser großartigen Volksschauspielerin. Sie lebt weiter in den Erinnerungen der Belegschaft und des Publikums, in den Geschichten und Anekdoten und natürlich in den Produktionen. Jeder Künstler ist sich bewusst, dass dies die Bühne von Heidi Kabel ist, wo ihr jeden Abend das Publikum aus dem vollbesetzten Saal heraus zugejubelt hat. Auch wenn das Theater heutzutage im Bieberhaus beheimatet ist. Und jeder Künstler zollt ihr bis heute nicht nur großen Respekt, sondern hat natürlich auch den Traum, vom Publikum als Volksschauspieler angenommen und ins Herz geschlossen zu werden. Wenn sich das Publikum voll und ganz mit einer Künstlerin identifiziert, wenn die Zuschauer sich und ihr Leben, ihr Umfeld, ihre Beziehungen, ihre menschlichen Schwächen im Spiel einer Künstlerin wiederfinden, wenn eine Künstlerin das bürgerliche Milieu mit seinen Typen, den Verwicklungen und Verstrickungen authentisch und humorvoll widerspiegelt und dabei auch noch glaubhaft bis in die Spitzen wirkt, und wenn die Künstlerin es dabei erreicht, dass das Publikum sogar über sich selbst lachen kann, dann sind das die höchsten Weine der Schauspielkunst. Und gerade das hat Heidi Kabel meisterhaft beherrscht. Und diese Kunst von Heidi Kabel, diese Aura und dieser Nachhall sind gleichermaßen Herausforderung wie auch Motivation für jeden, der heutzutage auf der Ohnsorg-Bühne steht. Daneben hängen im Theater Bilder und andere Erinnerungen an Heidi Kabel. Im Fundus lagern Sofas, auf denen schon Heidi Kabel gesessen hat. Einige ältere Kollegen können Möbelstücke und Requisiten im Lager genau einem Stück und einem Schauspielensemble zuordnen. Und dann und wann finden diese Erinnerungen auch wieder den Weg auf die Bühne in einem neuen Stück. Vor der Aufführung von Ein Mann mit Charakter mit Heidi Mahler vor einigen Monaten hat der Regisseur Michael Koch einen kleinen filmischen Einspieler mit Heidi Kabel gesetzt. Das Publikum liebt diese Reminiszenzen. Und vor dem Theater steht die Bronzefigur von Heidi Kabel, fast in Lebensgröße, zum Umzug 2011 gestiftet vom Hamburger Abendblatt. Zugewandt, offen und freundlich, wie man Heidi Kabel kannte und schätzte, reicht sie jedem Besucher die Hand. Diese Statue ist gleichermaßen Touristenmagnet, Haltepunkt für Schülerrallyes, aber auch Überbringer von Botschaften. So drücken Menschen ihr Blumen, Zettel, Schilder und andere Gegenstände in die Hand. Die Obdachlosen am Hauptbahnhof suchen bei ihr Schutz und sprechen regelmäßig mit ihr, denn viele wissen, wie sozial Heidi Kabel engagiert war. Und sie wird zum Zeitgeist. Kürzlich wurde ihr eine Mund-Nase-Bedeckung verpasst, damit sie vor dem Coronavirus geschützt ist. Und im Winter bekommt sie gerne einen Schal
Schalter umgelegt. Die Menschen der Stadt identifizieren sich bis heute mit Heidi Kabel und sie sorgen sich liebevoll um sie. Schon zu Lebzeiten hatte das Publikum ihr auch die höchste Auszeichnung vergeben, die man in Hamburg überhaupt bekommen kann. Uns Heidi. Nur Fußballlegende Uwe Seeler hat eine ähnlich große Popularität erreicht. Zuletzt haben wir es immer häufiger bei Auftritten von Heidi Mahler erlebt, dass das Publikum geurteilt hat, genau wie ihre Mutter. Oder Heidi Mahler wird ihrer Mutter immer ähnlicher. Heidi Mahler ist dann immer sehr gerührt und freut sich über das Lob, ihrer Mutter quasi gleichgesetzt zu werden. Dennoch darf man hier einwerfen, Heidi Mahler ist sicher ganz stark geprägt durch ihre Eltern, genetisch wie künstlerisch, wobei sie ihrem Vater mindestens genauso ähnelt wie ihre Mutter. Dennoch ist Heidi Mahler auch eine ganz eigenständige Künstlerin, die ihren eigenen Weg gegangen ist und ihren eigenen künstlerischen Ausdruck gefunden hat. Und das hätte Heidi Kabel auch genau so gewollt, denn sie wusste, dass Kopien niemals so authentisch sein können wie das Original. Ein großes Vorbild haben, ja, unbedingt. Und da gibt es kaum jemand geeigneteren als Heidi Kabel. Aber dennoch muss jeder Künstler seinen eigenen, ganz persönlichen Weg finden, der sie oder ihn einmalig und unverwechselbar macht. Und vielleicht noch ein weiterer Gedanke. Das Ohnsorg-Theater hat sich in den letzten Jahren inhaltlich, ästhetisch und sprachlich weiterentwickelt. Um auch dauerhaft ein Volkstheater am Puls der Zeit sein zu können, muss das Ohnsorg-Theater auch die heutige, sich stark wandelnde Gesellschaft mit ihren Freuden, ihrem Humor, ihren Träumen, Sorgen und Nöten abbilden, in all ihrer Vielfalt, Vielschichtigkeit und Vielfarbigkeit. Seit dem Umzug ins Bieberhaus sogar erweitert um eine Studiobühne, die sich auch dem Kinder- und Jugendtheater widmet. Das geschieht aber immer vor dem Hintergrund der großartigen Tradition dieses Hauses, seiner erfolgreichen Geschichte und seiner Schauspielgranden um Heidi Kabel. Und selbstverständlich steht mindestens einmal im Jahr auch ein großer Ohnsorg-Klassiker auf dem Spielplan. Stücke und Aufführungen, in denen Heidi Kabel und ihre vielen fabelhaften Kollegen einst Maßstäbe gesetzt und uns Zeitdokumente übermittelt haben, die oftmals vom NDR für die Ewigkeit festgehalten wurden. Jetzt neu interpretiert von den nachwachsenden Generationen. So mancher unserer Künstler hat auch das Zeug zum Volksschauspieler. Es fehlt heutzutage für die bundesweite Popularität allerdings der enorme Multiplikatoreffekt des Fernsehens aus der damaligen Zeit, als es nur wenige Sender gab. Allabendlich bejubelt, aber werden unsere Künstler, die auf Heidi Kabels Spuren wandeln, auch heute noch. Die Erfolgsgeschichte des Theaters fortzuschreiben und in die Neuzeit zu übertragen, ich glaube, das würde Heidi Kabel sehr gefallen. Denn eines ist gewiss, Heidi Kabel ist und bleibt dauerhaft in unserer Mitte. Sie ist und bleibt unsere Lichtgestalt.